Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ich werde euch die herzigen Dingerli hier zeigen. Schaut mal, wie schnussig dass die aussehen. So etwas möchten wir doch heute gerne machen. Ich habe keine Ahnung, wie man denen sagen könnte. Das sind einfach irgendwie so eine Art Mäppli oder so, wo drinnen ein bisschen freien Schreibplatz haben für unser Journal. Es ist nicht ein Kuvert oder so, ja, doch, vielleicht irgendwie schon, ich weiß es doch auch nicht. So, das hat zwei Knöpfe, das hat nur einen Knopf und das sieht innen drin so aus. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt lassen wir doch gerade mal los und unterwegs, ja, verzapfe ich euch einfach, wie ich das gemacht habe, würde ich sagen. Und dann, ja, wir lassen einfach mal los, oder? Ganz easy und einfach. Und zwar, ich nehme da so ein Scrapbook-Papier, egal wie groß, so groß wie ich will, so groß wie ich gerade eins habe. Und jetzt brauche ich da auf der hinteren Seite noch irgendetwas Schönes. Ich mache da von denen gerade eins auf, dann kann man das auch gerade schauen. Aussen ist Scrapbook-Papier und innen drinnen habe ich hier so ein gestempeltes Masterboard genommen, wo ich noch einen Rest hatte. Ich habe hier gerade noch eins und ich finde das im Fall extrem cool. Das ist extrem schön rausgekommen. Das könnte man eigentlich auch gerade für den für eine Aussenseite brauchen. Also ich meine, hallo, wem sein Scrapbook-Papier ist jetzt schöner, meins oder das gekaufte? Ja, also das kommt da drauf und beim anderen möchte ich gerne Notenpapier draufkleben. Das kann ich ja gerade noch einmal schnell zeigen. So, da habe ich auch Notenpapier genommen. So sieht das innen drin aus. Das ist doch super schnussig. Also los, irgendwo habe ich meinen Leimstift parat gemacht. Da kommt nicht so drauf an, wo da vorne und hinten ist. So, und ich beschmiere das einfach. Es wäre noch so gut, wenn das wirklich überall leimig wäre, weil sonst gibt es nämlich so ein bisschen unschöne Blattern, wenn man das nachher dann faltet. Habe ich gemerkt beim anderen, wo ich nicht so viel Leim drauf geschmiert habe, habe ich es nicht so genau genommen beim einen. Und dann ist das nicht so toll rausgekommen. Aber es funktioniert gleich, wie ihr es seht. So, möglichst gut einschmieren. Auch möglichst gut an die Ecke. So, und jetzt halt, warte mal, ich glaube, ich nehme das da und das da. Oh nein. Sie weiß wieder nicht, was sie will. Und ich orientiere mich da gerade beim Draufkleben an diesen schönen Linien von unseren Noten, damit das wunderbar gerade wird. So, gut andrücken. Und dann geht es mal warten. Da. Und das nächste. So ein gestempeltes Masterboard haben wir ja auch schon miteinander gemacht. Ist noch nicht so lange her. Für was haben wir jetzt das schon wieder gebraucht? Für die kleinen Kärtchen. Könnt ihr schauen, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, mein Video von den kleinen Journal-Kärtchen mit Jellyplate-Hintergrund. Dort haben wir ein Masterboard gestempelt, wo wir nachher so einzelne Elemente rausgerissen haben. Aber das hier ist natürlich viel verrückter. So, schnell schauen, oben und unten, jawohl.
Und können wir ja schön gerade drauf kleben, wenn wir das können. Da habe ich natürlich schon wieder Leim drauf geschmiert. So. Voilà, prima. Ewige Leimerei da an den Finger. Und dann schneiden wir doch das. Ich mache es jetzt gerade mit der Schere, weil bis ich da wieder mein Lineal figuriert habe und so weiter und so fort. So. Einmal so. Den Rest kann man immer noch brauchen. So. Ein bisschen krumm abgeschnitten. Na, so nicht. He. Voilà. Gut. Das geht fort. Und das sieht doch sehr hübsch aus. Ja, jetzt die hier habe ich so von Hand gefaltet und wie man hier sieht, hat es das ein bisschen gelöst. Da habe ich wirklich nicht gut geleimt und auch da hat es mir so ein bisschen gekrügelt beim Falten. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Hier oben auch. Ich habe jetzt gedacht, ich probiere das einmal mit dem Scoreboard. Vielleicht wird es wirklich ein bisschen schöner. Schwupp. Mal schauen, ob das Teil Platz hat da. So, das geht doch weg, habe ich gesehen. Genau, also. Ich muss es so herlegen, gell? Das stimmt schon. Seht ihr mich? So. Aha. Jetzt müssen wir natürlich aber noch wissen, wo dass wir es falten, oder? Das wäre jetzt also auch noch schlau gewesen vorher. Vorher abzuchecken. Ich will, dass sich so ein ganz kleines bisschen überlappt. Mehr oder weniger in der Mitte. Ich könnte natürlich jetzt messen. Ja. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir machen das Handgelenk mal Pi. Da und da. Jetzt habe ich natürlich schon wieder einen super hässlichen Krügel. Ich male mir es schnell an. Mit einem stumpfen Bleistift kann man am besten anzeichnen. Da. Warum? So, warte jetzt mal. Machen Sie jetzt den richtigen Weg um? Nein. Ah, der Weg, oder? Ich will sie nachher so falten. Echt, da habe ich also auch immer Schwierigkeiten, gell? So. Und jetzt ganz fein, damit es nicht bricht. So. Der hat sicher viel mehr Erfahrung mit dem Scoreboard als ich. Ich habe fast überhaupt keine. So. Da, warte jetzt mal. Jetzt so testen. Aber doch, schau jetzt. So ist hübsch. So rum und Mama, das ist gut. Das ist gut. Nein, eben. Wieder diesen Weg. So. Bei den anderen habe ich nämlich eben, glaube auch nicht wirklich gerade gefaltet. Und es ist irgendwie 1 Millimeter oder ein halber, was es ausmacht. Aber irgendwie sieht man es einfach doch ein bisschen.
So, jetzt noch einmal. Schön vorsichtig. Ja, oh. Doch, bei dem sieht man tatsächlich, dass es gerade ist. So. Ja, und ich habe nur oben ganz wenig unschöne Fältchen. Ja. Okay. Nehmen wir das nächste. Next. Here we go. So, ich würde sagen, da mal wieder schnell ein bisschen schauen, wie wir es wollen. Ganz leicht soll es sich überlappen. Einmal da und einmal da. So. Ich mache wirklich sehr wenig mit dem Scoreboard, aber ich habe mir tatsächlich eins zugetan, weil es eben wirklich einfach zum Teil so Sachen gibt, wo ich muss sagen, hey, es wird einfach viel schöner. Und dann kann man sich doch ja, das Leben ein bisschen vereinfachen. Sage ich jetzt einfach mal so. So, voilà, einmal so, super schön, ohne dass es bricht. Und hier auch. Voilà, und mehr oder weniger gerade. Jawohl, gefällt mir. Und ich kann das schon wieder abfahren. Du auch. So, genau, jetzt brauchen wir auch noch etwas für 3. Das habe ich natürlich jetzt nicht parat gemacht, schlau wie ich bin. He? Aber ich muss sagen, so etwas in dieser Art hier. Oder ist das zu fad? Nein, komm. Das ist gut, das nicht, das so. Nehmen wir ein bisschen dunkler. So. Einfach so ein Kaffee gefärbtes Schnipselpapier. Ich habe natürlich eben kein Lineal da. Haha. Dann holen wir halt gleich das wieder vor. Also das ist jetzt nicht die allerbeste Schnittmaschine, muss ich sagen. Wirklich nicht. Und ich glaube, das Messer kann man auch nicht auswechseln. Das ist leider ein bisschen schade. So, wir schneiden hier ungefähr hier ab, würde ich sagen. Beim Knick. Ja. Naja, eben, ganz übel. Ganz übel. Wieso? So schrecklich. Jetzt schaut ihr das an. Also, nicht die beste Schnittmaschine, ist maßlos untertrieben. Ich würde sagen, es ist die schlechteste Schnittmaschine, die es gibt. Ah, das darf ja nicht wahr sein. Also komm, geh weg. Das ist schon lange nicht gebraucht. So. Da nehmen wir halt das. Nein, schau mal. Das ist ja fürchterlich. Oh. So. Jetzt nehmen wir hier unsere Linie auf der Unterlage. Und jetzt weiss ich schon wieder nicht mehr, wie breit dass wir es haben. Etwa so. He. Wahrscheinlich so. Und so. Und so. Geh weg. Und jetzt machen wir das Gefotz noch weg. He? Das ist ja nichts. Da. Voilà. Das war schon schwierig, so Papierchen zuzuschneiden. He?
Aber hey, ja, mit was schlägt man sich nicht um tagtäglich? Gut, dann machen wir doch die Ecken alle noch rund, von allem zusammen. So. Und so. Und dann, wenn wir das nachher dann noch ein bisschen inken. Upsi. Ah nein, das klappt einfach nur da drauf. So. Mit was inken wir denn das? Schon passiert. Jetzt noch der. Um. Zack. 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 Und nochmal zack. So. Also da könnte man eigentlich gut das. Nein. Das ist das Falsche. Das ist das. Das. Nicht wählen. Das braune. Das ich hier gebraucht habe. Man könnte natürlich jetzt auch das Mahagoni nehmen oder irgendwas, was ich hier schon auch drauf gebraucht habe. Selbstverständlich könnte man auch schwarz nehmen. Oder 2 Farben. Das mache ich auch immer gerne. Wenn mir jetzt das hier ein bisschen zu hell wäre, könnte ich noch mit dem Schwarz drüber oder mit dem Walnut Stain. Oder was auch immer. So, doch, das sieht gut aus. Auf dieser Seite sieht man es gar nicht so gut. He? Mal ein bisschen schon. Ah doch. So. Wow. Das werde ich noch. Und das. So, und dann geht das auch ein bisschen besser von innen an diese Kante zu inken. Weder bei denen, die ich schon vorbereitet habe, bei denen ist es nicht gut gegangen, weil man es gar nicht richtig auf die Hinterseite litzen. Also so oben hat man nicht gut falten. Das wäre dann auch komplett verkrügelt und irgendwie. Aber so geht es doch super und sieht doch wunderprächtig aus. Jawohl, gefällt mir. Machen wir hier auch gerade so. Ich habe das Gefühl, der passt hier auf diese Seite noch fast, auf das Papier noch fast mehr als auf dem anderen. Das ist genau die gleiche Farbe irgendwie gerade so. So, oh ja, das sieht super aus. Da noch. Da noch. Und das Ganze noch drinnen. Ich finde es immer so toll, da die ganzen Notizen vom Musiklehrer, was bei diesen Noten drin hat. Ich finde das super, es sieht genial aus. Gefällt mir. Notenpapier ist doch immer wunderbar. So. Voilà. Ah, die noch. Natürlich. Noch nicht fertig. Da, komm. Gerade noch eine Schafe.
So, bei dem hier darf es ruhig ein bisschen mehr sein, weil der sonst so ein bisschen fad ist. Darf von mir aus auch gerade ein bisschen gekrügelt sein. Aber nicht allzu fest. Allzu fest müssen wir auch nicht. So, jawohl. Oh ja, hübsch. Und den hier, da nehmen wir hier, wo der Kaffeefleck ein bisschen ausgeprägter ist. Einmal schön rundherum. Sollig. Voilà. So. Dann aufkleben, würde ich sagen. Aufkleben. Und dann können wir uns schon Gedanken machen über das Verschlusssystem. Da brauchen wir so ein kleines Kreischen. Also ich könnte natürlich auch einfach einen Knopf nehmen. Das würde natürlich auch gehen. Und den dann annähen. So. Mehr oder weniger gerade. Aber ich mache mir jetzt so einen Papierknopf. Da kommt mir auch gerade in den Sinn, was ich vergessen habe zu parat machen. Und zwar ein kleines Kartönchen oder etwas, oder ein dickes Papier. Damit das ein bisschen stabiler ist. Es soll nicht so rumflattern. Wir werden ja dann schliesslich dort das Bändchen drumherum binden können, dass das auch wirklich ein bisschen hebt. Es muss ja nicht bombenfest haben. Da. Voilà. Und schon ist das Kärtchen bereit zum beschriftet werden. Gut. Also, ich würde auch wieder sagen, wir machen eins mit einem und eins mit zwei. Dann können wir schauen, wie das so aussieht. Ich habe bei diesen zwei hier so ein Papier genommen, wo, wie sagt man, gestanzt ist. Also mit den Sissigs habe ich das so prägt heisst es. Genau. So, und jetzt eben, dass ein bisschen dünnes Papier ist, brauchen wir noch irgendein kleines Kartönchen oder was weiß ich. So, da, Müsli. Ein Müsli-Kartönchen, das lenkt doch. So, und ich würde sagen, ich nehme nicht das, ich nehme, glaube ich, für alle das. Nehmen wir das mal auf. So. Und jetzt kann ich noch sagen, was ich da für wenn ich das noch ein bisschen einfärben will. Es würde sich schon da irgendwie das Aged Mahagoni anbieten. Echt gerade für beide, ich weiß es nicht. Also da, ich mache mal ein bisschen braun, keine Ahnung. Wo ist es da? So. Kann man da immer noch schauen, welches das jetzt besser passt. Oder da, wo so ein bisschen beides ist. Oder überhaupt. So, oh ja, so.
Das ist vielleicht sowieso ein bisschen zu knallig. Weißt du, ich mache da auch noch ein bisschen braun drüber. So, ja, wir werden es sehen. Einfach ausprobieren. Falsch. So, einfach ausprobieren. Dann nehme ich hier den. Keine Ahnung, wie gross der ist. 2 cm, glaube ich. Können wir schauen? Nein, ist nicht 2. 1,5. 1,5, ein bisschen mehr. Ist ja gleich. Einfach einen nehmen, der geht. Oh. Ah, jetzt hat es noch wieder verklemmt. Der Saucheibe. So. Zum Glück können wir das meistens auch relativ schnell fixen. So, das ist, wenn es da das Papier ein bisschen reinzieht. Leider ist der jetzt dort gerade verfötzelt. Probieren wir es halt noch auf diese Art und Weise. In die andere Richtung, vielleicht geht es besser. Aha, das hat schon mal gut getönt. Oh, sie sind herzig. So. Raus mit dir. Und noch eine. So, der geht weg. Und jetzt haben wir da so 4 verschiedene. Dann schauen wir doch, welches das am besten passt. Also da vielleicht eher die. Oder? Und da, und da die helleren. Ein bisschen wenig Kontrast, he? Das ist, glaube ich, also, und da bei dem auch schon fast ein bisschen. Dürfte schon ein bisschen dunkler sein, gell? Nicht? Wenn wir da die... Oh nein, gar nicht. Nein, komm, machen wir noch ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen mehr Kontrast. Alles ein bisschen dunkler machen. Oh ja. So. Ja, genau. Das ist super. He? So. Ah, bei einem haben wir ja nur eine Welle. Bei welchem machen wir das? Bei dem da. Ja, genau. So. Das geht weg. Da machen wir nur einen und da machen wir 2. Jetzt brauchen wir noch ein Loch. Und zwar in der Mitte. Wer weiss, wo die Mitte ist? Ich nicht. Wer kann ungefähr schätzen, wo die Mitte ist? Ich nicht. Wer stand immer nicht in der Mitte? Ich. Ziemlich so. Ziemlich so. So. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist nicht allzu übel. Nicht allzu übel. Und wenn es nicht allzu übel ist, können wir es gerade aufs zweite übertragen. Dann ist das wenigstens nicht schlechter. So, gut. Das ist übrigens ein 3 mm. Und der, ich kann es schnell zeigen, ich habe so ganz kleine von denen.
Der passt super für die. Die da. Die sind ein bisschen kleiner, die gehen perfekt. Aber auch die grossen, normalen, da, die goldigen, die passen also tatsächlich auch dort rein. Ein bisschen Mosten und so, aber es geht. Es funktioniert total. Gut, also, was haben wir jetzt gesagt? Da eine, da zwei. Und das tun wir am schönsten anzeichnen. Das mal mit einem mehr oder weniger gespitzten Bleistift. So. Ein bisschen ausrichten. Da und da. So. Und so. Prima. Und der da, den möchte ich gerne, dass er so ein kleines bisschen drüber rauskommt. Und darum machen wir den ungefähr hier. Der ist ein bisschen näher, aber das macht gar nichts. Da. Jetzt finde ich aber gerade bei denen passt hier so eine farbige überhaupt nicht. Gut, rot, ja zwar. Da hat es ja so ziemlich rote Flecken. Vielleicht könnte man es ausprobieren. Mal herheben. Und dann sehen wir es ziemlich schnell, ob das zu kitschig ist. Oder ob Gold auch besser ist. Nein, ehrlich gesagt, finde ich den jetzt noch gerade recht herzig. Komm, wir machen den so. Oh, hast du es gesehen? So gerade? Bei dem kommt jetzt hier das Grüne ein bisschen vor. Das finde ich dumm. Okay, das kommt mir wieder früh in den Sinn. Also, ich habe ganz per Zufall da noch so ein paar kaffeegefärbte, sättige, ich glaube jetzt einfach eins drauf. So. Ah, und weißt du, das Inken? Die inken wir doch auch noch schnell ein bisschen. Zack, 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 zack. Geht ganz schnell. Einer ist noch dumm. Und dann brauchen wir da natürlich das Löchchen auch noch. Das jetzt wieder zugeklebt haben. So. Ach. Ausgefranselt. Geben wir doch jetzt einfach das Loch. So. Gut. Und da ist es, sieht es nicht, das Grüne. Also ist es egal. Wenn wir nichts hinten drauf kleben. Aber das Rändchen, wenn wir natürlich nicht kartönig haben, sondern das muss auch so ein bisschen so sein. Gut, also wo haben wir jetzt das Beklebte? Da. Noch einmal drauf und rein und auseinander. Der hat relativ kurze Beine. Den können wir einfach so lassen, wie er ist. So, schau mal. Ich finde, es passt super zu diesen Flecken hier. Ganz toll. Ganz, ganz toll. So. Was wir noch schnell brauchen, ist irgendwie so ein kleines Stückchen kaffeegefärbtes Papier, irgendetwas, was ein bisschen hier passt zu dem Innenleben. Ich könnte natürlich jetzt auch Notenpapier nehmen. Ich mache das auch noch ein bisschen braun. So. Nicht ein grosses Büro aufmachen. Nur ein kleines. Und dann überkleben wir einfach das Ding. Wie heissen die überhaupt? Musterbeutelklammern. Ich sage dann einfach Dinger, oder? So. Voilà.
Hey, schon fast fertig, fehlt nur noch das Bändeli. Die da kommen jetzt eben die goldigen über. Und die haben mir ein bisschen zu lange Beine, da muss man ein bisschen zu viel abdecken und darum schneide ich die einfach ab. Wo ist meine Zange? Da. Ich nehme einfach ein kleines Seitenschneiderli und letztes Mal habe ich es gerade abgeschnitten, dann habe ich es fast nicht mehr durchs Löchchen durchgebracht, darum schneide ich es jetzt einfach ein bisschen krümmer ab. Ein bisschen so, also ein bisschen so, dass er noch so ein kleines Spitzchen hat. Damit ich dann dort einfach ein bisschen besser einfädeln kann. So, jetzt sind die wahrscheinlich viel zu kurz. Nein, geht sicher noch irgendwie. Irgendwie geht doch das sicher noch. Jetzt probieren wir das mal mal. Zuerst hier einfädeln. Oh ja. Geht prima. Und hier einfädeln. Ja, geht viel besser. Weder wenn sie gerade abgeschnitten sind. Jetzt muss ich sie nur noch auseinanderbringen. Knübel, Knübel, Knübel. Jawohl, schauen, dass man sich nicht sticht. Wenn wir schon so eine fette Spitze gemacht haben. Einmal so. Einmal so. So. Wow. So. Oh, schön. Oh, gefällt mir das. Sieht super herzig aus. He? Die decken wir jetzt noch. Und zwar eben genau auch mit so einem ausgestanzten, kaffeegefärbten Papierli. Hätten wir auch noch zuerst ein bisschen bearbeiten können. Ja, jetzt so zeichnet es natürlich nur die Klammern ab. Also zum Voraus ein bisschen. So. Und da drüber. Zack. Passt schön zu diesen Stempeln. Voilà. So. Oh ja. Sehr hübsch. Jetzt ganz schnell alles wieder zumachen, was wir gerade nicht mehr brauchen. Und dann fort mit dem Zeug. Jetzt kommt aus meinem wunderbaren Knosch im Fadenkörbli kommt noch irgendein Fädeli drumherum. Was würde denn da jetzt passen? Da würde das passen. Das ist irgendein so Kupfer Glitzerbändeli. Und da würde sicher... Ah, schau jetzt mal, das da. Das würde doch da super passen. Ja! Ohne langes Tamtam haben wir doch gerade die richtige Farbe gefunden. Ah! Zum Glück habe ich das aufgeräumt. Jetzt fehlt nur noch der Anfang. He? Also, das letzte Mal habe ich es eigentlich gemacht. Bei denen hier habe ich es vorher abgeschnitten und dann ist es zu kurz geworden. Also, schneiden wir es nicht vorher ab. Machen wir hier einfach einen Doppelknopf. So. Und kann ich es denn?
Ja, ich kann es probieren. Ob ich es kann, weiß ich nicht. Mama, kommt schon gut. So. Das schneiden wir ab. Und dann geht es um. 1, 2 und 3. So. Und genug weit unten abschneiden, weil da wollte ich einfach nur einen Doppelknopf drin machen. Zwar ungefähr da. Ja, ich glaube, das ist gut. Ein Knopf und 2 Knopf. So, dann kann ich so ein bisschen abschneiden und das hier ein bisschen auseinander zuseln. Ganz ein bisschen. Könnte man natürlich jetzt auch irgendetwas dranhängen, aber ich finde es eigentlich noch ganz schnussig, wenn das so ein bisschen schlecht ist. Und so. So, hä? Zack und 2-mal rundum. So. Sehr hübsch, sehr hübsch. Und jetzt noch das zweite. Das binden wir doch einfach auch hier an. Einmal Knopf und 2-mal Knopf. Zack. Abschneiden. Und jetzt. Soll man das auch noch rundherum binden oder nicht? Soll man es auch noch so? Nein, ich glaube nicht, oder? Das ist ja, glaube ich, wirklich einfach gemacht für... Darum hat es 2, sonst bräuchte es nicht 2. Oh, geh mal unten durch. Ja. So. So. Ich nehme jetzt einfach genug. Genug Faden. So. Ich weiss es doch auch nicht. Und da wollen wir... Ja, komm weg. Da wollen wir irgendein herziges Charm dran hängen, oder? Würde ich sagen. So wie da habe ich so ein lustiges Tackeli gefunden. Mal schauen, was da würde passen. Was haben wir da? Blumen, geschriebenes, innen drinnen ist was? Auch Blumen und geschriebenes. Also, was bietet sich an? Blumen. Ich glaube nicht so viele Blumen. Oder ein Schlüssel. Oh, schau mal, ein Schlüssel. Nicht so ein fettes. Das ist so ein Blöds mit dem Herzchen. Aber auch das, schau mal. Das, oh ja, ein Schlüssel. Sehr schön. Jetzt hängen wir dem doch einen Schlüssel dran. So. Das Goldiges wäre natürlich jetzt auch noch hübsch gewesen, weil, oder, wegen der goldigen Klammern. So. Abschneiden. Und zubinden. Oh, wenn ich es dann kann. So. Und so. So. Und sonst geht man dann halt einfach noch einmal rundherum, oder? Wenn es jetzt kurz ist. Zu lang. So. Dann geht man halt nochmal um. So. Ja, schau mal, wie schnussig. Also die finde ich jetzt wahnsinnig herzig. Jetzt wollen wir noch mal schnell schauen, ob wir die hier in unser Journal reinbringen. An einem hübschen Ort. Ich finde, die passen doch wahnsinnig herzig zu unserem Journal. Und
das wäre doch noch ein gutes Plätzchen. Und zwar... Oh ja, wo geht's? Tada! So. So, da sieht man zwar... sieht man das gerade gar nicht mehr. Ja, theoretisch eine gute Idee. Aber es verschwindet ein bisschen. Ja? Mal schauen, vielleicht finden wir noch ein anderes Plätzchen. Mal schauen, was wir hier hinten noch für Plätzchen haben. Da haben wir noch etwas Schönes. Das verschwindet hier natürlich auch ein bisschen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, vielleicht müssen wir noch ein extra Täschchen basteln für die Teils, wo die wirklich richtig zur Geltung kommen. Da wäre natürlich auch noch so ein Platz. So, etwas in dieser Art, oder? Oder sollen wir es einfach gerade hier rein tun? Ich glaube, das tun wir hier rein. Und für das dann basteln wir dann lieber noch kleine Täschchen mehr, wo wir die kleinen Kärtchen rein tun können. So. Oder ich weiss es doch auch nicht. Ich weiss es doch nicht. Wenn man es nachher hier rein tut, verschwindet es ja auch fast ganz. Wohl, hier von der Farbe her geht es mir fast ein bisschen mehr. Oh, ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Und sowieso, ich glaube, das ist nachher dann sowieso, wird sich das noch ein bisschen ändern. Oh, schau so. Ha, jetzt habe ich aber etwas gefunden. Jetzt ist gut, ja. So gefällt es mir doch. Mit der Zeit wird es sowieso sich noch alles verändern. Ich tue das Zeugs umstecken, ich tue das Zeugs dort rein, wo es dann auch wirklich passt, wenn man da weiter bastelt dran. So finde ich das super, dass sich das immer ein bisschen verändern kann. Und die 2 Teils, die gefallen mir doch wirklich super gut. Jetzt wollte ich sie noch schnell vornehmen, um noch einmal zu zeigen. Also, beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Däumchen aufgeben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!